So, wir müssen jetzt. Wo muss ich hin? Aha, da hinten. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Fahrt am Ziel, das hat sie schon ein paar Mal gesagt. Wo gehen wir es aber noch nicht? Baby, ich geh lieber. Köpfe nicht, Thomas. Wer ist da? Hinter vorne. Harter Bahn, geh mich. Alles reinhalten. Jawohl. So, was haben wir da schon? Die Expertentür. Ich hoffe das. Ebenerzbogen. Gewicht 16, mag ich nicht. Nordbogen. Aha, klar, brauche ich auch nicht. Gerade die Frage ist nicht der Weg. Woher seid ihr Ja, aber hallo. Bruder, da sind wir. Mag der nicht. Moment. So, treibt mir. 3 Kleinheiten. Braucht er nicht. Prügel braucht er. Woher seid ihr gekommen? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. So, ich sag mal, wir müssen oben. Da geht gerade auf, gell? Da ist ein Gargoyle. Weit nicht nur noch. Da drunter. Ich glaube, ich gehe lieber oben. Es wird nicht gut enden sollen. So müssen sie rennen. Die der Mutter. Ein Schrank, Alter, das ist ja. Gute Münzen. Also, der Feind. Bumm, gleich tot. Der Resistent haben wir da was. Kann man nicht. Ich weiß, was ihr kennt. Das habt ihr geschafft. Geh runter, Bahn. Die brauche ich. Glaube ich zumindest. Ja, pass auf, Babe.
Da ist meiner. Und wir müssen jetzt da hinten. Also durch, Raffi. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Fast am Ziel. Das hat er vor 10 Minuten schon mal gesagt. Also durch da rum. Da Gold, da töten. Ich weiter mal. Tu dich da töten. Du von den Sorten? Die rennen mehr von da. Komm, ich seh nicht mehr. Verdammt, da Gold. Die Ausdauer. Ich meine. Über der das Ding. Babe, rechts aber. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Wobei der Reichtum konnte nicht, singen dass wir lassen. schon ganz oben angekommen sind. Bestimmt. Gibt es hier noch eine Art Geheimgang? Ein Geheimgang? Mir reicht mit deinen Geheimgänge. Das muss man meiner Mutter lassen. Die ist schlauer als ich dachte. Aber hallo. Serrana. Wenn ihr bitten darf, halt noch. Eisgeister. Die Irrlichtmütter. Tagebuch. Ja und? Babe, komm mal. Wie schaut denn aus? Achso, sie kugelt rum. Ihr war doch noch. Ist sportlich. Aber nicht die schnellste. Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles Warte mal. nur an. Sie muss Und du hast Jahre gesagt? gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Portalgefäß. Und was ist das hier? Vielleicht sollt ihr zuhören. Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Tagebuch.
Ich Baby, kenn mich erinnere aus. mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt Nimm mit. ihr es finden. Hattet ihr schon Glück? Selbstverständlich. Bin schneller als der Wind. Ach ja? Lasst sie mich sehen. Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Seelenstein-Splitter, Knochenmehl und Salz der Leere. Und 3 Liter Blut von ihr. Sollte lange. Pass auf. Knochenmehl, wie viel? Lang da, Haferl? Warte mal, ich sehe ja gar nichts. Etwas Licht, wenn ich bitten darf. Geschwind. Frostsalze. Zwergenöl. Eine Biene, was ist das? Berit Asche. Brauchen wir die her oder wie? Nimm mit. Und wenn ich schnupfen muss. Splitter, wie viel denn? Oli. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Vampirstaub. Habt ihr Feuersalze. Mühe, diese Zutaten zu finden? Baby, such noch. Salz der Leere. Also, das ist. Was sagst du denn? Klangt dir das? Fein gemahlenes Knochenmehl. Gereinigte Salz der Leere. Also, das andere klangt nicht. Der möchte extra Wurst. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Regale, Tische. Sie Vampirstaub. bestimmt nicht versteckt. Balkon. Aha, das war's.
Und dann fällt mir gerade noch, was war denn das noch? Gereinigtes Salz der Leere. Man muss es gerade finden, gell? Der waren die Splitter. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Nein, ich suche noch. Mann, ich suche da nicht. Aha, gut, ich hab's. Gebt die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Babe, bin fertig. Dann überlasst alles Weitere mir. Seid Gut, ihr bereit? nur Maggie. Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Dann überlasst alles Weitere mir. Seid ihr bereit? Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Na gute Frau, leg los. Bereit bin ich. Gut, dann mal los. So schlimm kann es nicht werden, oder? Wobei, gehen wir in Deckung, um zu speichern. Meine Arme. Sie hat es tatsächlich geschafft und den Zugang zur Seelenluft geschaffen. Unglaublich. Grundgültiger. Der Weg in die Hölle. Die mit wahrscheinlich da ein, so wie die schaut. Seelengrab. Alles in Ordnung? Es hat sicher wehgetan. Wenn ich genau darüber nachdenke, hätte ich wohl damit rechnen müssen. Tut mir leid. Das ist nicht leicht zu erklären. Das Seelengrab ist, nun, wie soll ich sagen, hungrig. Es versuchte, euch eure Lebensessenz zu entziehen. Als Bezahlung. Vielleicht doch, aber ich glaube, die Lösung wird euch missfallen. Vampire zählen nicht zu den Lebenden. Ich könnte vermutlich problemlos hindurchgehen. Ist vermutlich nicht eure erste Wahl, oder? Vielleicht. Wir könnten den Wegzoll natürlich auch auf andere Weise entrichten. Wenn es eine Seele will, dann soll es eine haben. Eure. Meine Mutter hat mir ein paar Tricks beigebracht. Ich könnte nur einen Teil eurer Seele mit Seelenfalle einfangen und den resultierenden Seelenstein den vollkommenen Meistern präsentieren. Das könnte reichen, um sie zu befriedigen. Es würde euch auf unserer Reise durch das Seelengrab etwas schwächen, aber das könnten wir beheben, wenn wir einmal im Innern sind. Vielleicht. Also gute Frau, meine Seele kann ich nicht ergeben. Die habe ich schon den Teufel verkauft. Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen besseren Weg für euch. Einen einfacheren. Ihr sollt aber wissen, dass ich euch nicht weniger schätzen werde. Ganz gleich, wie eure Entscheidung ausfällt. Manche Dinge müssen eben einfach erledigt werden. Niemand weiß das besser als ich. Pass auf, Vampir oder Seelenfalle. Vampir kannst du vergessen, absolut. Braucht ihr etwas? Seid ihr sicher?
Ich kann es gerne machen, aber ihr solltet euch das gut überlegen. Ihr bleibt sterblich, aber ihr werdet euch geschwächt im Seelengrab wiederfinden. Ja gut, soll mir recht sein. Ich weiß, dass das nicht leicht für euch ist. Ich hoffe, ihr vertraut mir. Ich würde nie etwas machen, das euch wehtun könnte. Wie ihr wünscht. Ich verspreche, es so schmerzlos wie möglich zu machen. Haltet still. Das war's. Der kleine Move. Na gut, ab ins Seelengrab. Ich habe Mitleid mit den Toten, die hier auf ewig gefangen sind. Jenseits des Todes. Es scheint fast so, als würden sie immer noch leiden. Pass auf, jetzt sind wir im Seelengrab. Aber bevor wir da weitermachen, da sagen wir mal eine Pause. Der Himmel. Ich meine, kann doch ein bisschen dauern. Nichts ist, Was wie sagst es du? sein sollte. Nein, wir machen eine Pause. Und dann machen wir die direkt da unten, da die sagen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann. Und servus. Seht euch nur den Himmel an. Wo sind wir hier?